Peace miteinander, hier ist der Rico. Neben mir wie immer, der Man himself, NK Vision, Niklas Kiel. NK Vision. NK Vision. Rico, wie geht's? Hey, mir geht's gut, tatsächlich. Ja, mir geht's super. Heute zusammen? Chilliger Tag gehabt. Schon? Ja. Wie geht's dir? Bist du im Gym gewesen, gell? Ich bin im Gym gewesen, ja. Hey, mir geht's auch super. Ich hatte heute Homeoffice gehabt. Ja. Da hinten. Gemütlich. Da hinten arbeiten, fix chillig. Im Keller. Ja, aber es ist doch fix chillig. Ja, ist schon chillig. Ja. Hast deine Ruhe. Voll. Ja. Ja, nein, mir geht's super. Tipptopp. Was machen wir heute? Hey, wir haben uns heute wieder mal etwas, ich weiss nicht, ob man das einfallsreich kann nennen. Das ist schon, also ich finde es schon. Ist schon lustig. etwas Lustiges, glaube ich. Ja. Oh, ich darf meinen Fuß nicht aufhören, weg Füße. Füße. Die, die wissen. Also, und zwar geht es heute um Kantone. Hey. Kantone, genau. Mhm. Also egal aus welchem Kanton ihr zuhört, welcher Kanton wird Wird besprochen oder ja, wissen nicht, was gesagt hat. Mhm. Wir haben unseren lieben Kollegen Mr. ChatGPT gefragt, dass er uns eine Liste gibt mit Schau, allen das geht Kantonen und einen weirden oder einen Fakt zu dem Kanton, wo man vielleicht nicht gerade so weiss. Voll. Ja, Niklas, wenn wir gerade starten. Ja, fangen wir an. Bin ready. Bist du ready? Also, Bereit geboren. gehen wir rein. Wir fangen mit dem ersten Kanton an. Und zwar ist das Neuenburg. Alter. Auch genannt Neuchâtel. Ich habe keinen Plan über den Kanton. Bin nicht einig mit dem Zug durchgefahren. Wirklich? Ja, auf Genfeld. Ich bin noch nie da gewesen. Ich habe wirklich, wenn ich die Reihenfolge Franzosen. wenn ich die Reihenfolge gesehen habe, ich mir so gedacht, ja Bro, was hätte ich jetzt zu Neuchâtel sagen? Grrr, Franzosen. Soll ich mal den Fakt vorlesen? Wenn Ja, wir gerade nicht wissen. was vermutest du, was befindet sich in dem Kanton, wo spannend könnte sein? Oder Ein was See gut haben. könnte sein? Ja, ein See, ja. Ein See. Der ist sicher schön. Ja, Aber sonst, Franzosen, grrr, Französisch sprechend halt. grrr. Ja, Ja. Aber ich kann mir nicht so viel darunter vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. haben die Berge? Nein, die haben keine Berge. Die haben einfach einen See. Den Neuenburger See. Ja. Lac du Neuchâtel. Neuchâtel. Heißt es Lac Kein Plan. Keine Ahnung, ich weiß Gut nicht. möglich. Ja, Kann man sicher gut wenn wir auch noch raten, so von 1 bis 10. Bro, das bei Neuchâtel ist schwierig, ich bin noch nie da gewesen. Keine Ahnung, solides 5, neutral, kein Plan. Okay. Nein, es gibt Franzosenabzug 4. Richtig 5. 4. Ich bin neutral. Grrr. Also Was ist der Fakt? der Fakt ist, war gleichzeitig Schweizer Kanton und preußisches Fürstentum. Doppelleben auf Staatsniveau. Ja, Ja, das ist der Fakt. krasser Fakt. Gell, ist crazy. Ja, gut, gehen wir zum weiteren Kanton. Der erste Kanton ist vielleicht jetzt nicht so, Ja. nicht so der Burner gewesen. Nächster Kanton, Kanton Uri. Und Irner. Irner. Ach du Scheiße. Schau, das geht aus als Steffi. Nein. Ich verbinde Uri nur mit Durchfahrt nach Italien. Das ist so. Gotthardtunnel. Und der Ding, warte, es gibt doch so einen Bruck, es gibt doch so eine Legende aus dem Kanton Uri. Von so einem Teufel, glaube ich. Teufelsbruck. Ja, genau. Ja, aber ich weiß. Aber ich weiss nicht mehr, wie die Legende geht. Ich müsste die Steffi fragen. Die weiß Bescheid. Hat er nicht irgendwie mit einem Stein den Tunnel zugemacht oder so? Möglich. Irgendetwas. Kein Ich Plan. weiss nicht mehr genau. Ich weiß es auch Auf nicht. jeden Fall, wenn du über Teufelsbruck fährst, ist dort an der Wand ein Teufel, das weiss ich. Rar. Ja. Ja, ich würde sagen, Uri hat lustige Leute dort. Lustige Leute. Sie haben einen recht komischen Dialekt. Es tut mir leid, ich tue jetzt wirklich Roast in dieser Folge, ist mir so gleich. Ich darf eh. Ich bin nicht krass, ich darf. Ja. Nein. Vor allem, sie sagen alles mit I. Mhm. Anstatt Ü sagen sie I. Ja, Uri. Iri. Nein, schon als Ü, aber so als I. Uri. 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 Jetzt Steffi ist ganz schlimm im Skype. Sie schreibt sogar auf dem... Wirklich? Ja, ja. Das ist crazy. Ich sage nur Dutscheli. Was ist ein Dutscheli? Viereckli. Hä? Ein Viereck. Das ist ein Dutscheli? Sagt sie Dutscheli. Das ist krass. Das ist richtig krass. Ein Sie Dutscheli? hat, glaube ich, sogar ein Uri-Dialekt-Wörterbuch. Wirklich? Mhm. Mit 900 Seiten. Nein, ich weiß nicht, ob es 900 Seiten oder vielleicht... Ja, ich weiß nicht. Es hat auf jeden Fall ein paar Seiten. Ja. Ja, ja, aber ich will so schau sagen, Gotthardtunnel und der hat das Föhnenzimmer.
Föhnen sind wir. Ja, es föhnt immer. Ja. Ja, ist halt Uri. Mhm. Uri. Aber mit Uri verbinde ich nicht so viel. Ah, und der Burger King beim Kreisel. Den kennt jeder. Wille? Ja, dort, wenn du auf Flüelen fährst, glaube ich. Also weißt du, wenn du dort von Brunnen der Axelstraße fährst, Aha, ja, ich dann kommst du weiss aus dem genau. Tunnel raus, direkt der Burger King. Ja, ich weiß. Vor der Autobahn. Ja, der kennt den. Voll. Ja. 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 Was ist der Fact? Der Fact. Ah, warte. 1 bis 10? Uri. Uri. Weg, der Steffi hat schon gesagt 1 von 10. Nein, ich gebe Uri gebe ich ein 4 von 10. 4 von 10? Ja, ich kann mit Uri nichts anfangen. Ich auch nicht 4 von 10. Ja, gut. Ja, Music. Der Fun Fact? Der Kanton ist nur über Pässe oder Tunnel erreichbar, kein flacher, normaler Eingang. Krass. Hätte ich Das nicht habe ich gedacht. nicht gewusst. Ich auch nicht. Stimmt. Kann schon sein. Doch. Gotthard. Es ist ja nur Gotthard, Achse und Seelisberg-Tunnel. Keine Ahnung. Okay. Da bin ich Du und nicht so Geografie. bewandert. Ja, nein, ich weiß schon, was es ist, aber ich keine Ahnung. Ja. Da kann ich nicht gewusst, dass nur die 3 Tunnel dort sind. Ja, wir haben Ja. nur die und halt ein Pass, aber ja. Mhm. Next one. Yes. Basel-Land, oder Basel-Landschaft. Boah. Ich bin, glaube letztes Jahr einmal da gewesen. Basel-Land. Basel-Land. Also es müsste Basel-Land gewesen sein. Was ist Basel-Land? So Liestel, die Gegend. Aha. Ich glaube Basel-Land, ich bin mir nicht sicher. Ich bin glaube noch nie in Basel-Land gewesen. Also durchgefahren sicher schon. Ja. Aber so gewesen, nein. Kein Plan, ist halt Land. Basel-Stadt ist interessanter. Ja, Aber zu dem definitiv. kommen wir da Ja, nachher sicher auch noch. ja Basel-Land, ja, was willst du jetzt sagen? Ja, ist halt... Ich sag dem auch ein 5 von 10, weil es ist neutral. Also bin kein Plan. Ich kann mir genau so nicht darunter vorstellen wie bei Neuchâtel. Ja. Mein Cousin wohnt dort. Ist der dann ziemlich. Okay. In der Nähe von Liestel, ich weiss nicht mehr genau, wie das Dorf von Liestel. ist, aber dort Ja. auf jeden Fall in der Nähe. Okay. Dort hat er uns so, wir sind letztes Jahr Anfang Jahr, so ein bisschen um die Zeit herum sind wir da gewesen einmal. Mhm. Und hat er uns auch so ein bisschen Sachen gezeigt dort. Ja. So ein bisschen die Altstadt dort, die Kleinstadt von Mhm. Liestel und also Fasnachtssachen. Mhm. So, wie heisst so Masken und so, Ja, und so die Kostüme, das Ganze. Mhm. Voll. Das war interessant gewesen. Ja. Aber das ist auch das Einzige, was ich da mit Basel-Land im Moment verbinde. Fun Fact da haben wir. Ja, ich sag 5 von 10. 5 von 10, ja, ich gebe 6 von 10. Gut. 6 von 10. Hat sich nach bewaffnetem Konflikt von Basel-Stadt getrennt. Schweizer Bürgerkrieg-Vibes. Das habe ich nicht gewusst, haben die Krieg gehabt. In dem Fall. Das ist crazy. Gut. Aber ist das wirklich so? Ich kann mir das nicht vorstellen. Kann schon sein. Früher hat es noch viele Kriege dort Ja, vielleicht ist ChatGPT am Cappen, aber wenn das stimmt, ist krass. Wäre schon funny. Ja, Also funny für Funny. ChatGPT, wenn es wirklich cappen, aber... ja, cappen, doch. Cappen. Cappen, ja. Ja. Nächster Kanton, Yes. Thurgau. Oh. 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 Mit Thurgau verbinde ich eins und das ist das Open Air Frauenfeld. Und das gibt Pluspunkte. Ich sag 2 Sachen. Du kennst den Werbespot von der Feuerwehr von Weinfelden? Ja, der hast du schon mal gezeigt. Der ist so gut. Oh mein Gott. Ich denke immer gerade, wenn ich Thurgau denke ich immer, dass Weinfelden... Grüezi, weißt du, von der Anleitung von Bettfahrerfabrik Fisch, einfach Ja. die Thurgau versuchen mit der Feuerwehr. Grüezi, mein Name ist Urs, oder wie, keine Ahnung. Von der Feuerwehr von Weinfelden. Ich weiß, ich kann es auch nicht auswendig, aber... Ja, aber Frauenfeld tatsächlich, ja. Ja, was hat so Weinfelden? Thurgau. Weinfelden. Weinfelden, ich bin glaube ich noch nie da gewesen. Ich auch nicht. Ja, ich würde sagen, Frauenfeld ist schon das Einzige, was ich damit verbinden würde. Ja. Und halt ein Spot. Boah, gibt es nicht noch irgendwie so die Dass die halt- Thurgauer Äpfelkönig und Äpfelkönigin? Gibt es nicht noch so etwas? Ich weiß gar nicht. Irgendwie, ich habe mir glaube mal etwas gehört. Warte, ich google das jetzt nachher. Die haben einfach einen ähnlichen Dialekt wie St. Gallen, aber schlimmer. Findest du? Ich finde den Thurgauer Dialekt einen ganz komischen. Thurgauer Apfelkönigin? Es gibt doch so... Was Tatsächlich? ist denn das? Sag mal, Keine Ahnung, ich weiß nicht. wie sieht das aus? Apfelkönigin. Und ich würd- Mit keine ihrer Mischung aus Toga, bodenständiger spanischer Schau überzeugt die Jury und
Was zum Fick? Ich habe das irgendwo mitbekommen, dass es gibt. Also die haben einfach so jährliche... Wer die meisten, also die besten... Ja, vielleicht, keine Ahnung, kann sein. Wer die besten Warte. Äpfel hat. Kannst du die Memes von... Wie heisst Was? Wie ist mein in Thurgau? Sind alle Ostschweiz so. Aber ja, Thurgau verbinde ich halt voll mit dem Open Air Frauenfeld. Und das ist immer eine coole Sache im Sommer. Immer ein cooler Tag. Ja, das ist Von dem her, ich würde Thurgau ein 7 von 10 geben. Alter. Das ist krass. Oh mein Gott. Thurgau, Also, Dialekt. was hier drauf steht, die besten Verhütungsmittel. Kondom 95% Security, rote Sneaker 100%, Sandalen mit Socken oder Deutsch 125%, Thurgauer Dialekt 250%. Das ist krass. Ja. Soll ich dir einen Random Fact vorlesen? Ist ein Äpfel. Ja. Ja, also Random Fact. Bewertung. 7 von 10. Ich würde sagen 6,5 von 10, weil es ist schon lustig. Nein, ich würde auch sagen 7 von 10 wegen Frauenfeld. Ja. Und es ist halt, es ist so ein schlimmer Dialekt, aber ich finde ihn lustig. Das ist schon lustig. Ich muss manchmal immer ein bisschen lachen, wenn ich kann, ja, voll. Ja, der Fakt wurde früher von mehreren Kantonen gleichzeitig regiert. Multiplayer Mode. Was? Nochmal. Wurde früher von mehreren Kantonen gleichzeitig regiert. Multiplayer Mode. Krass. Ja. Also eben, falls so ein Fakt nicht stimmt, ist alles auf Bedingungen von ChatGPT. Ja, also. die Fakten sind nicht geprüft worden, sagen wir mal so. Die sind nicht geprüft worden. Voll. Ja, next one. Zug, Niklas. Zug. Zug. Ich bin mit dem Zug auf Zug gefahren. Ja. Alter. Zug, bin ich in der Berufsschule. Mhm. Das ist eine coole Stadt, also chillige Stadt. Ja. Was gibt's im Zug? Der Freiraum. Boah, Das gibt fette Pluspunkte. Freiraum ist schon Peak. Freiraum ist Peak. Das ist wirklich Peak. Was es im Zug halt angeht, ist das GBZ. Das ist deine Berufsschule. Ja, boah. Albträume, aber irgendwie vermisse ich vermisse den Ort. Das ist schon etwas, was mir fehlt. Das ist schon irgendwie lustig gewesen, die 4 Jahre. Mhm. Ja, was gibt es sonst noch im Zug? Ist Rotkreuz noch Zug? Ich glaube. Ich glaube, ja. Ja, der Rosch halt, also dort habe ich Rückkehr gemacht. Der See, Zugersee. Boah, dort bist du schon mal im Sommer dort gewesen, beim Sonnenuntergang. Nein. Das ist so krass dort. Ich finde, das ist ein cooler Spot. Dort Den am gibt es See. doch auch noch. Und wie heißt das Freibad dort? Lettich. Lettich, ja. Dort in Bar, ja. Ja, Boah, das ist auch ja geil. Zug, muss ich sagen, cooler Kanton. Zug ist cool, ja. Bis jetzt hat mich Zug nie... Das Einzige, was mich abfuckt dort ist, ich weiß nicht wieso, aber jedes Mal, wenn ich im Zug bin, ich habe ein schlechtes Internet. Wirklich? Ich habe immer schlechte mobile Daten, egal ob Sunrise oder Swisscom. Es ist immer, also vor allem im GBZ. Im GBZ war es immer schlimm gewesen. Wirklich? Ich habe ja Swisscom und Sunrise als Dual-SIM. Hey, nichts hat funktioniert. Das GBZ WLAN hat auch nicht funktioniert. Es hat nie funktioniert, ich habe nie richtig Netz gehabt dort. Ja. Das ist total. Ja. Ja. Nein, Zug ist cool. Ja, würde ich auch sagen. Zug würde ich sogar mit einem 8 von 10. Hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt. Weil- Ich habe zwar jetzt müssen überlegen, was noch kommt, so kantonsmässig. Aber, ja. Ja, Zug ist cool. Ich denke, ich gebe 8 von 10. 8 von 10 Das sage ist ich. Ja. valid. Vor allem Freiraum. Wenn ihr nicht... Freiraum ist so tough. Gehen die Freiraum, das ist so geil. Es ist zwar ein bisschen teurer immer wieder, aber es ist halt einfach, du kannst einfach chillen. Vor allem, aber das Essen dort, das ist ja nicht mal Fast Food oder so. Es ist wirklich qualitativ gutes Essen, das du dort bekommst. Das ist ja so. Vor allem auch die Pizza dort. Du kostet Das ist- 15 Stutz am Margarita und ist wirklich, Ist die 15 Stutz? ich glaube, oder 16 vielleicht, aber mehr noch nicht. Das ist schon krass. Die ist wirklich Das ist krass. voll gut. Ja, Ja, gut. Zug ist... Fun Fact. Fun Fact, warte, jetzt habe ich mich da verloren auf meiner Liste. Hat Firmen, die mehr Geld haben als ganze Länder, aber oft nur einen Briefkasten dort. Das gebe ich Zug sogar. Ja, Zug ist... Zug ist halt so ein bisschen das Silicon Valley von... Hat Zug Nein. die Steuern, gell? Ja, aber teure Mieten, glaube ich. Ja. Oder irgendwie andersrum. So ist es irgendwie so, gell?
glaube... Es ist viel Geschäftliches dort. Ja, ich glaube, die Mieten sind einfach höher, ja. Ja, und die Aber Steuern die dafür Steuern tiefer. tief, ja. Das kann gut sein. Ich bin mir jetzt auch nicht genau sicher. Ja, die haben halt, was haben die, aber die haben Roche, haben sie dort, was haben sie, Siemens, haben sie glaube ich auch in Zug. Wenn es mich nicht ganz täuscht, ist halt, ich glaube auch ein Rotkreuz. In Rotkreuz ist halt sehr viel. V-Zug. Ja, die V-Zug ist dort, gerade neben der GBZ, by the way. Schon? Mhm. Ich weiß gar nicht, was Zug sonst noch für Firma hat. Ja, die haben so viel. Die haben so viel. Na gut, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, vor allem sehr internationale Firmen. Weiter geht's. Das nächste. Appenzell Innerrhoden. Puff. Jeffrey. Wegen? Jeffrey hat im Appenzell die Lehre gemacht. Wirklich? Mhm. Das habe ich gar nicht gewusst. Er hat zwar die Berufsschule in St. Gallen gehabt, aber Ja. die Lehre hat er glaube ich in Appenzell gemacht. Das ist krass. Ja. Ich weiß nicht, Bin glaube noch nie bewusst dort gewesen. ich schon, aber ich weiß nicht, ob es Innerrhoden oder Ausserrhoden war. Ja. Ich glaube Innerrhoden. Wir haben dort in der zweiten Oberstufe haben wir den Klassenlager Schon. gehabt. Ja, für eine Woche. Krass. Das war so ein Pfadihaus gewesen. Schon. Ja. Ist lustig gewesen. Ja. Ja. Du bist halt eine Woche mit der Klasse. Und es sind schon lustige Sachen passiert. Aber wir sind halt wir sind gut wandern irgendwie, auf so Alpen rauf und... Das haben wir nie müssen machen zum Glück. Also halt, Was haben wir nie müssen machen in so Klassenlager? also Oberstufe, Klassenlager. Also wir haben Tenero-Lager gehabt, Klassenlager. Wirklich? Ja, Im eine Tessin? Woche. Das ist krass. Tenero. Ich natürlich vom FC gewusst, oder? Dann das zweite Klassenlager haben wir eins gehabt. Warte, ich habe doch 3... Ah nein, wir haben einfach Schulreise gemacht, dann... Wir haben einmal Klassenlager gehabt, eine Woche Ja. Tenero, dann einmal Schulreise, einfach einen Tag Flumsenberg. Schulreise war immer Peak gewesen. Ja, einen Tag Flumsenberg dort. Dort haben wir, glaube ich, so Kletterpark jetzt gegeben. Und dann bist du so 20 Minuten einfach, bist trotzdem ein bisschen laufen. Ja. Aber alles Kiesweg, kein Wanderweg richtig. Also ich habe alles mit Ultraboost gemacht. Dann dort oben gut grillieren, dann am Nachmittag sind wir runter, dort rodeln. Ja. Und dann heim. So einfach einen Tag Flumsenberg. Und die Oberstufe haben wir auch Schulreise gehabt. Mit einem Tag übernachten im Melchtal. Im Melchtal? Ja. Das ist in Sarnen hinten dran, irgendwo Ja. Luzern. Dort hat es irgendwie so ganz viele Ferienhäuser gehabt, wo wir so ein ganzes Haus gemietet haben. Ja. Ja, dort hast du so Bogenschüsse können spielen und Schon. so. Ja, das war okay gewesen. Und dann haben wir noch einen Fox Trail gemacht durch Luzern oder einen Food Trail. Nein, Fox Trail, Ja. also Schnitzeljagd eigentlich in dem Sinn. Ja, aber Appenzell. Sorry. Kein Plan. Ich würde jetzt sagen 5 von 10. Ich denke mal, Dialekt wird ähnlich sein wie St. Gallen und Thurgau. Wahrscheinlich nicht so krass wie St. Gallen. Nein, aber ich denke, es ist... Aber kein Plan im Fall. Ich weiß einfach nur, dass der Jeffrey, der zurückgekommen ist von Appenzell, wieder zu uns auf die Schweiz. Wir haben halt gedacht, Alter, wo hat denn der gelebt? Was ist mit seinem Dialekt passiert? Hast du in 4 Jahren nicht gesehen und plötzlich so BAM, komplett Bam. Dialektwechsel. Ja. Ja, du, ich gebe Appenzell Innerrhoden, weil ich dort... Ich glaube, ich war dort gewesen. Ich könnte Ausserrhoden gewesen sein, man weiß es nicht. Im Klassenlager war. Ja... Was machen wir jetzt da? Ich sage es 5 von 10. Nein, ich sage auch ein 5 von 10. Das ist jetzt nicht so krass. Nein, Haben die nicht noch einen krassen Berg, irgendwie so? Sentis? das kann sein. Haben Ist die- das Sentis im Ist das Sentis Appenzell? nicht dort? Ich weiß gar Mal nicht. schnell. Unsere Geografie, hä? Unglaublich. Ich meinte, der Sentis ist dort irgendwo. Das kann schon sein, dort in der... Ja, schau mal. Sentis ist... Wow. Da nicht. Könntest du noch... Warte, hier gibt's, es ist grad, das sind gerade... Oh, Sentis hat 3 Kantonsspitzen. Also 3... Wirklich? Kanton Appenzell innen, oder? Ja. St. Gallen und Ausser, oder? Ausserrhoden. Das ist gerade... Es tut gerade alles Grenze. spalten, ja. Voll. Easy. The Ja, more you know. also was hast du jetzt gesagt? Das war jetzt innen gewesen? Innerrhoden, ja. In jedem Fall Sentis, ja. Mhm. Das ist ein Faktwissen. Ja, Frauenstimmrecht erst 1990 per Bundesgericht. das stimmt sogar. Das weiß ich sogar. Gezwungen. Das weiß ich sogar. Das ist krass. Mhm. Also das ist crazy. 1990, überleg dir mal. Nicht lange her, also für Das uns ist schon. 14 Jahre bevor wir geboren worden sind.
Ja, das ist krass. Einfach, obwohl die Frau einfach nicht stimmen. Krass. Das ist crazy. Das ist Hinterwäldler. Ja, schon ein bisschen. Weiter geht's. Solothurn, nächster Kanton. Schau, das geht aus an Selina. Ich habe auch einen Kollegen in Solothurn. Shoutouts gehen aus an Lukas. Für Lukas kenne ich ihn. Ich weiß nicht, ob er das los, wenn er es lost. Ja. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. Die haben, für mich ist das ein Berner Dialekt. Schon? Ja, wenn du mit der Selina streitest oder sagst, das ist ein Berner Dialekt, sie flippt aus anscheinend, hat mir der Tim gesagt. Okay. Ja. Solothurn, ja keine Ahnung, ich bin dann halt nur durchgefahren mal, ab und zu der Selina halt so Kamerazüge bringen und so. Mhm. Ja. Außer dass sie einen komischen Dialekt haben, 4 von 10, nein 5 von 10, keine Ahnung. Jetzt muss ich, let me cook. Ist Grenchen in Solothurn noch drin? Ja. Ist Grenchen in Solothurn? Ja. Boah. Wegen dem Schul. Nein, UK. Oder ist es Bern? Was? Nein, Grenchen ist doch Solothurn. Nein, Grenchen ist safe Bern. Das ist die Nein, Jules, der Jules X rappt doch immer von Grenchen bis... Ja, aber Grenchen ist ein Loch, Bro. Das ist fix in Solothurn. Ja, das ist gerade Solothurn, scheiße. Das ist gerade noch Grenze, look. Nein. Zwischen Lengnau und Grenchen ist Grenze. Krass. Auf jeden Fall, ich habe einen Grenchen UK gehabt. Grenchen ist ein Loch, Bro. Ja. Aber dort... ich kann nicht mehr... Weißt du, wer dort im Laden? The Wisdom Blends. Gehen wir mal. Das ist crazy. Muss man unbedingt hin. Kannst du auch bei mir schneiden. Kommt das Gleiche raus. Gleiche Qualität. Nein, ja. Doch. Also, Bro, für Übergang. Das war einfach eine Linie. Ja, das war gewollt so. Du hättest Trendsetter werden jetzt 2026. Das ist gut. Das wäre kein Fail gewesen, wäre einfach so ein Hardcut gewesen. Von so 6 auf 0. Oh. Ja, gut. Solothurn halt. In Solothurn selber bin ich, glaube einmal gewesen. Das ist, glaube noch schön. Weil die haben dann einen Fluss, ich weiß gar nicht, wie der heisst. Ich bin eine Städte auch am Bahnhof Selina abholen. Aber kein Plan mehr. Ich glaube Solothurn ist 6 von 10. Ich mache mit 6 von 10. Ja. Ich habe nichts. Hat keinen schlechten Eindruck gemacht in dem Sinne. Solothurn ist solide. Eid. Der Fun Fact: Die Zahl 11 ist überall in der Stadt eingebaut. Architekturobsession. Okay. Schön. Warum 11? 11? Warum 11? Kein Plan. Mal weiter. Ja, machen wir weiter. Genf. Niklas. Da kannst du etwas dazu sagen. Ich bin da Franzose voll draussen. Ich bin noch nie in Genf gewesen. Also, Genf ist eigentlich eine coole Stadt gewesen. Also, ich bin einen Tag mal in Genf gewesen und das ist voll okay gewesen. Wir haben einen coolen Tag gehabt dort. Wir sind jetzt so auf Fotitour gewesen. Ja. Dort, die haben so eine Wasserfontäne. Ja, voll. Das ist cool. Dort habe ich auch mal, gibt es so eine Brücke und dort habe ich von der Brücke so ins Wasser gefüttert, da habe ich sehr lang, da siehst du so voll die Pflanzen, die sich bewegen, das Moos, weil der Fluss bewegt sich voll dort. Ja. Habe ich sehr lang als Wallpaper gekauft auf meinem iPhone. Okay. Das war sehr geil gewesen. Also das Bild feiere ich immer noch, ich muss es mal suchen wieder. Oder warte, ich suche es jetzt. Das ist wirklich, ich finde es wirklich, ist wirklich ein cooles Wallpaper, ich habe das sehr lang gehabt. Fotos. Das war einfach die Frage, wann ist das gewesen? Ich sage, es war im 20 gewesen. Oh. Oh mein Gott. Wieso habe ich das drauf? Ich suche einfach mal Genf. Vielleicht findest du Genf. Da. Nein, es war nicht das gewesen. Aber warte, 15. Februar 2020. Also. Februar. Das war schon nicht Corona gewesen, gell? Februar Gerade 2020. Nicht. Gerade nicht. Ah ja, hier. Das ist echt cool. Das war mein Wallpaper, sehr lang. Boah, das müsste ich eigentlich mal wieder nehmen. Das ist schon geil. Das sieht echt cool aus. Eines von denen ist, glaube ich, so hat es ausgesehen raw und so hat es geil. dann bearbeitet ausgesehen. Ja. Und das ist eben die Fontäne da. Und Alter. Alter, die Frisur ist schlimm. Das ist krass. Der Toni Kroos. Das ist krass. Der Toni Kroos. Toni Kroos, ganz schlimm. Oh mein Gott. Ja.
schau mal, willst du den WC-Code für Five Guys? Dort bin ich zum ersten Mal in meinem Leben mit Five Guys gewesen. WC-Code, keine Ahnung, ob der immer noch so ist, 1418. Wie für Männer. Für Women ist 1419. Ja. Keine Ahnung, ob ich jetzt die Strafe damit gemacht habe, aber ja. Nein, Genf war eine coole Stadt gewesen, aber Franzosen, girl. Ja, aber sonst keine Ahnung, ich würde jetzt dort mal so 6,5 geben. Vielleicht sogar, nein, 7. Das ist schon ein cooler Tag. Ich muss mit einem 5 gehen, ich kann genau gar nicht zum Kanton Genf sagen. 7. Kein Plan im Fall. Fun Fact von Genf. Hat mehr Grenzgänger als manche Kantone Einwanderer. Ich kann nicht lesen, Bro. Hat mehr Grenzgänger als manche Kantone Einwohner. Krass. Ja. Crazy. Gut. Ja. Der nächste Kanton, Glarus. Oh, das Glarnerland. Die haben nicht viel. Ich verbinde Glarus immer mit so einem Schattenloch. Ja. Das ist so voll im Tal. Ja, das ist halt unföhn. Das ist so riesige Berge. Ich glaube auch Föhn. Ich glaube schon auch, ja. Die haben aber einen coolen See, sie sind ein ganz geiler Insta-Spot. Dort möchte ich unbedingt mal hingehen, aber du musst dort halt wandern. Wirklich? Ich glaube, das ist der Limmernsee. Da, ja genau. Oh. Von dort ein Insta-Foto machen. Der Limmernsee. Aber du musst halt irgendwie 4 Stunden raufwandern und das ist gerade nicht gerade die einfachste Wanderung. Nein. Ja, aber möchte ich mal an. Das ist irgendwo im Glarnerland. Das sieht schon cool aus. Voll auf einem Berg oben. Ja, aber sonst Glarus, ich verbinde das immer mit diesen Kacktunnel dort zwischen Wesen und Wallenstadt. Ja, Glarus sagt mir irgendwie so nichts. Ja, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie einfach so. Ziegelbrücke ist halt dort, kann ich mehr nicht, also ganz ist ehrlich. Ziegelbrücke in Glarus? Ja. Schon? Ich glaube, das ist gerade die Grenze. Da kenne ich auch nur den Bahnhof. Ja, Ziegelbrücke, ja. Tatsächlich ist der Bahnhof Ziegelbrücke in St. Gallen, aber Ziegelbrücke ist in Glarus. Krass. Ja, was sage ich zu dem? Sorry, Kack-Kanton für mich irgendwie. Ich finde den cool. 4 von 10. 4, ja. Also eine Uhr eingeben. Auch 4 von 10. Ja, dann muss ich Dinge auch 4 von 10 geben, Glarus. Nein, ich sage so 3,5 von 10. Nein, ich gehe 4. Ich weiß nicht, was die Glarus machen, Bro. Ich wüsste in Uri mehr was anfangen als in Glarus. Weil Uri hast halt noch die ganzen Pässe, weißt du, so Sustenpass. Ja. Ist das nicht auch Furka-Pass? Kann sein, aber ich rank die wirklich im Fall, sag dir ehrlich. Ich sage 4. Ich könnte die beiden nicht viel ab. Boah, ich würde glaube sogar Uri wegen der Pass nur schon wieder rauf tun, glaube sogar. Weil das sind halt schon coole Pass. 6 von 10 Uri. Wirklich? Ich sage 6 von 10 Uri. Dafür sage ich 4 von 10 Glarus. Ja. Ja. Hat man halt nichts gemacht, der Kanton, aber das hat man nicht gemacht. Ja, es ist so. Ja, weiter. Der nächste, oh ja, Fun Fact. Man stimmt per Handheben über Gesetze ab. Ja. Ja. Das ist krass. Es sind einfach so alle Leute und du musst die Hand heben. Wer erzählt das? Und das ist, boah, was ist im Pain? Jetzt wohnen safe nur 12 Leute oder so. Oder ja, so. Oh mein Gott. Nächster Kanton. Das ist ein cooler Kanton. Schaffhausen. Schaffhausen, Riefal. Ist schön, Riefal. Aber sonst kein Plan von krass Schaffhausen im Fall. Ich kenne nur den Riefal dort. Ich habe Schaffhausen tatsächlich letztes Jahr kennengelernt. Wo du zum ersten Mal im Riefal warst. Ja. Ja, dann bist du gerade in Schaffhausen. Genau, nachher sind wir auch noch in die Stadt. Bin ich in meiner Freundin gewesen. Schaffhausen. Ja, sie haben mir das zum Geburtstag geschenkt. So einen Tag organisiert. Schön. Yes. Jetzt sind wir zuerst an Riefal. Das erste Mal da gewesen. Ist schon hure eindrücklich. Ist schon mega schön. Wie viel Wasser da kommt. Ja, ein richtig geiles Wetter war. Wir sind dann noch so auf so einem Boot, das dort rumfährt. Bin ich tatsächlich noch nicht, aber auf der Insel bist du nicht. Die in der Mitte meinst du? Nein, da sind wir nicht dran. Ja, und nachher, also es war mega schön dort. Und dann sind wir weiter in die Stadt Schaffhausen. Auch ein mega herziges Städtchen. Ja. Muss ich sagen, hat so einen coolen
Ein Fluss auch, wo du drinnen kannst baden. In der Rhein wahrscheinlich. Ist es Rhein? Der Rheinfall. Ja, gut. Ist naheliegend, ja. Ja, und wir sind dort fein gegessen. Was sind wir gegessen? Mexikanisch sind wir gegessen, stimmt. Arriba. Habe ich Quesadillas gehabt. Und sie haben noch ein Schloss dort in Schaffhausen. Da musst du aber hure rauflaufen. Schon. Das sind so hure Stege, die einfach so... Das ist crazy, es war anstrengend, vor allem bei irgendwie 30 Grad dort. Boah, ja, gut, verstehe ich. Da kannst du einfach rein und das kannst einfach dort chillen. So. Okay. Voll. Ja, Rating? Schaffhausen ist cool. Was habe ich? 7 von 10. Würde ich auch sagen. Gleich wie Thurgau. Würde ich auch Ich kenne es sagen. zu wenig, um es noch höher Ja. ranken oder so. Aber 7 von 10 ist gut ja, aber der Rheinfall ist halt schon beeindruckend. Das ist schon so. Das ist so. Hast du noch etwas so aus Schaffhausen? Das Fun Fact. Fun Fact. Wurde 1944 aus Versehen von den USA bombardiert. Das weiß ich sogar. Das hätte ich jetzt auch gewusst, ja. Haben die Seiten vertauscht. Ja. Oder haben irgendwie gedacht, sie sind schon in Deutschland irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau. So. Irgendwie. Ja. Gut. Nächster Kanton. Obwalden. Neben Uri, oder? Ja, ich glaube. Obwalden, nicht Walden. Ist es nicht? Ich sage, es ist selber. Ja, wirklich. Machen wir wahrscheinlich jetzt viele Feinde, aber kann ich nicht dazu sagen. Ist Stanz in Obwalden? Möglich. Ich kenne Stanz, aber... Möglich. Ich habe aber keinen Plan im Fall von diesen 2 Kantonen. Ich fahre dort nur durch. Ich bin irgendwo mal... Warte... Unterhalt und Lüge, ich muss etwas nachschauen. Also, nein, Obwalden, nicht Walden. Es ist halt so... Ist das nicht sogar Engelberg? Ist Engelberg in Obwalden? Ich glaube, Engelberg ist Obwalden. Boah, warte mal, bei einer Startaufstellung. Neuer Gewinnjet. Karl wieder Startelf. Lenny. Der Lenny. Real Madrid habe ich gehört. Anderes Thema. Engelberg ist tatsächlich in Obwalden. Schon? Ja, dort bin ich auch noch nie gesehen, Engelberg. Ich auch nicht. Ist halt so voll das Skigebiet, gell? Nein, Stanz ist in Nidwalden. Ist Nidwalden? Ja. Das könnte Obwalden sein, wo ich da war, aber ich muss herausfinden, wo das ist. Ja, ja, das ist oben, ja, voll. Nein, Stanz ist Luzern, Bro. Oder? Ah, nein, Stanz ist... Oh mein Gott, nein. Stanz ist Ding, Nidwalden. Ja, Obwalden. Ich glaube, ich bin dort tatsächlich noch nie gewesen. Darum kann ich es nicht sagen. Doch, ich bin in Obwalden. Schon. Melchtal. Bist du auch Melchtal gewesen? Ja, das habe ich jetzt gerade herausgefunden. Ist Melchtal im Obwalden? So wie es aussieht? Nicht. Doch. Oder? Ja, doch, schau mal. Obwalden. Halt echt? Ja. Dort bin ich im Melchtal gewesen, Ja, auf so einem Lager. Ja, dort bin ich auch gewesen. Habe ich ja vorhin gesagt, Melchtal. Ja, aber ist das da, sag? Das ist mit ganz vielen Häusern. Ja. Und dann kannst du so Bogen schiessen. Das weiß ich gar nicht. Warte mal. Da mit diesen Häusern da. Sag mal. Lol, ja. Ja, da bin ich auch Hä, gewesen. wieso? Das habe ich gar nicht gewusst. Ich auch nicht, crazy. Lol. Das ist krass. Nein, jetzt sind wir auch gesehen, bin ich sogar Drohnen fliegen. Ich habe aber gedacht, das ist auf der Seite, wo wir waren. Aber in dem Fall sind wir tatsächlich Obwalden gewesen. Nein. Crazy. Nein, das sind wir auch Obwalden, ja. Ja, wir auch. Wir sind auch ganz hinten jetzt so ganz viele so Häuser. Ja, genau. Aber das ist halt voll im Nichts. Ja, wirklich. Krass. Ich weiß gar nicht, ob ich dort Netz hatte. Boah, auf dem Fußballplatz. Ja. Ja, genau. Auf dem Fußballplatz. Auf dem Fußballplatz habe ich mir wieder mal meinen Fuß verknickt. Alter. Also auf dem Stein? Ja. Und dann musste ich ins Spital gebracht werden, in Notfall. Alter. Ich habe hier ein Goal gegen den Jeffrey geschossen. Jeffrey war im Goal, ja. Das haben wir auch noch irgendwo aufgenommen. Und dort habe ich das Video von der Schulreise. Ja, das ist Peak. Ja, das ist Peak. Krass, aber der Melchtal, habe ich gesagt. Ja, bin ich das habe ich wirklich nicht gewusst. Das ist nur ein Zufall. Ja, voll. Ja, also gut, Obwalden, ich sage 6 von 10 ist lustige Erinnerung. Ist halt solide. 5 von 10 in dem Fall. Es ist solide, weil ich kenne es halt nicht, aber halt
Ja. Ich habe jetzt auch nicht die krassesten Erinnerungen daran. 5 von 10. Ja. Der Fakt ist, hatte bis 1999 keine modernen Kantonsverfassung. Ey, was ist denn mit mir los, Mann? Bro, ich bin voll am Tweaken. Soll ich einfach lesen? Lies du nachher, ich kann es nicht. Hatte bis 1999 keinen modernen Kantons... Bro, es geht nicht. Hatte bis 1999 keine moderne Kantonsverfassung. Ja, gut, danke. Ja. Oh mein Gott. Also. Heute ist schlimm wieder mal. Mhm. Nächster Kanton, das Wallis. Boah, das ist schön. Wallis ist Ich schön. bin nie im Wallis gewesen. Noch nie? Nein. Zermatt, Wisp. Was ist so schon dort? Skampel. Mhm. Boah, Gampel war Peak. Gampel, Und der Walliser Dialekt ist lustig. Ja, Joker kommt von dort, glaube ich. Mhm. Nein, Wallis sagt man nicht. Wallis würde ich tatsächlich sogar als... Wow, Wallis habe ich nur gute Erinnerungen bis jetzt. Ich habe noch nie etwas Schlechtes... Dort habe ich mal einen PS5 im Laden einfach gefunden, damals, wo sie ganz rar war, schon ganz am Anfang. Hatte ich dann gekauft, einen Kollegen, weil die ganze gesucht nach PS5 und ich so, ich nehme die mit, ja. Geil. Also, Wallis hat mich noch nie enttäuscht, noch nie. Also ich weiß nicht, wenn ich im Wallis war, keine Ahnung. Ich muss das 5 von 10 geben, ich kenne es nicht. Ich bin neutral. Ich würde sogar 8 von 10 sagen. 8 von 10? Vielleicht sogar 9 von 10. Wirklich? Hey, es war immer geil gewesen. Gampel war verdammt geil gewesen letztes Jahr. 8,5 von 10. 8,5 ich sage von 10. 8,5 ist schon... Ja, es ist halt verdammt schön. Vor allem mit Zermatt und so. Ja, das stelle ich mir schon mega schön vor. Das ist schön. Bist du in Zermatt schon mal gewesen? Zweimal, ja. Ja. Ist schon cool. Einmal voll im Winter. Mhm. Da haben wir so den Erik Weber kommentiert. Nice Texte. Oh mein Gott. Ja, nein, 8,5. 8,5. 8,5 von 10 ist wirklich schön. Muss ich Bei mir sagen. ist es... Bellwald bin ich auch schon gewesen. 5 von 10, ich kenne es nicht. Ja. Ich kann nichts dazu sagen. Geh mal auf Zermatt. Ja, muss ich wirklich Mit mal. deiner Freundin. Das wäre eine Idee, ja. Mhm. Also Wallis hat Dörfer, die im Winter nur per Seilbahn erreichbar sind. Mhm. Willst du Das- einen Funfact von Zermatt wissen? Hause. Ist autofrei. Stimmt. Du kannst nicht mit dem eigenen Auto dort reinfahren. Es gibt schon Autos, aber das sind also so kleine Büsschen. Ja, okay. Ja, aber du laufst auf der Straße, darfst du, es gibt keine... Du kannst auf der Straße laufen als Fußgänger, Ja. so. Mitten auf der Straße. Mhm. Voll. Gut, nächster Kanton, Niklas. Es wird spannend. Zürich. Oh. Zürich. Die Innerschweiz würde mir jetzt dort nicht zustimmen, aber ich würde schon sagen, Zürich ist schon ein cooler Kanton. Zürich ist ein sehr cooler Kanton. Jetzt ohne Witz, Zürich ist cool. Weil, also schau, es ist halt so der Main City gefühlt, Ja. sage ich, in der Schweiz. Wenn jetzt Leute kommen mit Luzern oder Bern oder so, nein. Oder St. Gallen, Zürich ist die Main City. Ja, es ist einfach so. Dort ist die meiste Szene, dort läuft am meisten. The place to be. Was haben die Hallenstadion? Nur schon, weißt du, wegen der Konzerte und so. Was haben sie noch? Zürich halt einfach. Ja. Bahnhofstrasse. Ja, vor allem es gibt ja nicht nur die Stadt Zürich. Es gibt ja noch Winterthur zum Beispiel. Ja, Wo voll. ist auch, wo auch in Zürich ist. Vinti. Sind der Flughafen. Mhm. Ja, Zürich ist geil. Zürich ist einfach cool. Ja. Zürich ist cool. Ja. Ich hatte letztens gerade Diskussion mit meiner Mama und meinem Bruder am Essenstisch, wo wir über so Kantone geredet haben. Und meine Mom hat dann so gesagt, ja, sie findet Zürich zum Teil so ein bisschen zu hektisch oder so ein bisschen zu gestresst. Aber irgendwie nehme ich das gar nicht so wahr, Ich nehme wenn es ich nicht dort so bin. wahr, wenn ich dort bin. Also ich finde Zürich voll cool, Ja. ich bin Zürich-Fan. Ja. Ja. 9 von 10. Ja. Ich würde sagen. 9 von 10, ich gehe mit. Es ist- Weil auch, Bro, überleg mal, geh an ein Konzert. Nur schon allein das, wo du gehst auf Zürich. Ja. Ausser es ist halt also von den grossen Leuten, sage ich jetzt Ja, mal. voll. Oder... Ja, Wir haben Zum Shoppen, wir zum- von Zürich hat einen Skyline, der Prime Tower, Prime Tower, die Hartbrücke, Harbruck. Ja, aber nein, Zürich ist einfach... Langstrasse. Vor allem im Sommer ist Zürich hure schön so. Ja, also dort vor beim wo ist das gsi, wo wir sind, wo du mir im Sommer gezeigt hast, dort in der Wo wir ein Seldoni getrunken haben. ja, Was Sommer. Das heisst Rimini. ja, Rimini, mit dem Fluss, Rimini ja. ist gut, ist cool. Es hat mega coole so, Bars. Bars und Mm.
Cafés und Restis vor allem. Weißt du, K-Pop-Club? Das war schlimm, Bro. Fiebertraum. Das war ein Fiebertraum, Mann. Mhm. Ja, nein, Alles für den Zürich ist... Alles für den Grind. Was? Der K-Pop-Club. K-Pop-Club. Ja, das war deine Mission. Ja. Ich habe dich unterstützt. Mhm. Das war Super. deine Mission. Ja, nein, Zürich 9 von 10. Ja. Fun Fact. Der Fun Fact von Zürich. Wie viele Kantone haben wir eigentlich noch? Warte schnell. Ja, nicht mehr so extrem viel. Okay, die Hälfte haben wir schon. Ja. Okay. Nachtruhe. Nach 22 Uhr darfst du nicht mal legal laut sein. Zum Beispiel pinkeln auf dem Balkon. Krass. Aber es gibt irgend so ein Gesetz, dass du auch nicht spülen darfst. Irgendwie nach um 10 Uhr oder so. Ja, du darfst ja nicht duschen, glaube ich. Nein, Cap, juckt doch niemand. Mhm. Ja. Ja. Gut, nächster Kanton. Gut. Zürich ist bis jetzt Spitzenreiter bei uns. Ja. Freiburg. Franzosen, Crew. Käse. Käse. 4 von 10, kein Plan. Freiburg. Ja, muss ich auch fast mitgehen. 4 von 10, weil ich bin noch nie da gewesen. Aber Freiburg ist in meiner Gedankenwelt so, ist Freiburg eigentlich ein schöner Kanton. Ist Lausanne in Freiburg? Das ist eine gute Frage. Oder ist das noch Genf? Ich glaube Genf. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Okay. Ja, 4 von 10. Nein, ich gehe 5 von 10. Ich bin neutral, ich bin da noch nie gewesen. Und ich bin neutral wie nur Eis, der Franzose. Den Franzosen-Bonus. Nimm das nicht persönlich. Ich habe nicht gegen Franzosen. Fun Fact. Eigentlich schon. Ja. Die Sprachgrenze geht mitten durch Dörfer und Familien. Krass. Stell dir mal vor, dein Vater hat einfach... Nein gut, das ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Doch, ich habe mal auf Hub... Kennst du noch Hub? Habe ich mal jemanden kennengelernt, der von Freiburg kommt. Mhm. Und sie hat auch mit mir angefangen Französisch zu reden. Bonjour. Aber hat auch perfekt Hochdeutsch können. Chillig. Ja, Verrückt. richtig krass. Mein Französischlehrer da zum Beispiel. Ich so 3 Tage snappt und Franzosin, Girl. Was? Mein Französischlehrer da zum Beispiel ist aus Freiburg gekommen. Krass. Mhm. Voll. Ja, genau. Nächster Kanton, Basel-Stadt. Cool. Der Erik. Der Erik, Mann. Der Erik Weber Grossrot. Leck mich am Arsch. Ja, Basel ist cool. Also, ich würde sagen, von der grossen Stadt, so Zürich, St. Gallen, Luzern, Bern, Lausanne, Genf, Basel, ist Basel so ein Mittelfeld, würde ich sagen, ja. von diesen Städten. Ich habe Basel leider bis jetzt nur, ich bin zweimal da gewesen. Mhm. Leider nur in schlechtem Wetter. Mhm. Einer ist Anfangsjahr, Mhm. also letztes Jahr, irgendwie im Januar auch. Mhm. Und dann bin ich und meine Freundin sind an die Herbstmesse. Mhm. Das war auch mega cool gewesen. Ja. Halt, ist die ganze Stadt voll gewesen, mit Achterbahnen und Foodspots und Märkten und alles. Das war richtig cool gewesen. Aber das hat so angefangen zu schiffen, dann uns hat so verseicht, das ist schade. nicht mehr lustig gewesen. Mhm. Ja, aber Basel ist cool. Ich Basel-Stadt. muss Basel immer mit Fußball tatsächlich verbinden. Joggeli. Ich bin Bayern gegen Basel schauen. Ich bin noch nie im Joggeli gewesen. Schweiz-Kosovo bin ich schauen. Das war's auch. Das war's auch. Ah, sie haben noch den Flughafen, dort wo immer Bombendrohungen sind. Also mein Rating Also für laut Basel-Stadt ist 8 von 10. Schon? Ja. Ich finde Basel cool. Ja. Ich muss höher ranken als Thurgau. 7 von 5. Was? 7 von 5. 7,5 von 10, sage ich. Das soll ich Nein, sagen. 8 von 10 Basel-Stadt. Ja, ich sag's Basel ist mal. cool. Das catcht mich noch nicht so. Ich bin nur für Fußball und für den Flughafen da gewesen, sonst nicht so groß. 7,5 von 10. Mhm. Aargau. Oder warte, nein, der Fun Fact. Mhm. So klein, dass man... Oh mein Gott, Alter. Heute ist wirklich schlimm, es tut mir leid. Ich kann es halt wirklich nicht.
So klein, dass man den ganzen Kanton in ein paar Stunden zu Fuß durchqueren kann. Ja, merci für den. Alter, heute ist schlimm. Mhm. Das ist fatal. Also weiter, wir lassen es unkommentiert Aargau. Achtung, Gefahr. Achtung, Gefahr. Loco 5-7. Stimmt, der kommt aus Spreit hinter Loco 5-7. Oh mein Gott. Tivoli Spreiti Bach. Kommen Spreiti. In Spreiti gibt es halt den Ikea. Ja. Und das Tivoli. Und das Pate. Kannst du den Scheiß mit, das ist das Pate und der Ikea dort in Spreiti. Ja. Also es ist ja nicht Spreiti, es ist ja Dietike. Mhm. Oder Dietliche, das ist jetzt aber das Ding. Es gibt Dietliche und Dietike. Ja. An beiden Orten gibt es ein Pate und ein Ikea, wo gerade nebeneinander ist. Mhm. Ja, ich weiß immer nie, welcher ist. Ich glaube, Dietike ist der in Spreit, also der in Aargau, und Dietliche ist der in Zürich. Dort Ja, neben, muss sein. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ja, ganz keine sicher. Ahnung. Ja, aber ich muss sagen, Aargau, es hat viel zu bieten tatsächlich. Baden ist auch Aargau. Schon? Ich glaube, dort wo der Aare fließt. Ja. Ich muss Aargau muss ich eigentlich hoch raten. Also ich finde bis jetzt immer geil. Tivoli, die haben das Bad, Ikea, die haben Baden dort mit 47 Spa. Wenn du schon bei dort warst, dann kannst du baden in Baden und auf die Aare schauen. In so einem Rooftop-Pool. Okay. Also Rooftop, eigentlich nicht einfach so ein Sky-Pool. Ja. Der ist cool, aber auch nicht teuer. So Baden... Nein, was sind es Ich noch? war nie im Baden gesehen. Die Autofahrer, gut, das ist immer so ein bisschen... Ich gebe 7 von 10. Ich würde auch 7 von 10 sagen. 7 von 10. Das ist solide. Ja. Wirklich solide, gut. Alright. Nie enttäuscht. Enttäuscht. War historisch hauptsächlich Untertanengebiet anderer Kantone. Okay, Ja, gut. Weiter. easy. Nidwalden. Nidwalden. Die haben das Bürgerstock. Stimmt. Aber bin ich noch nie gewesen, weil ich kein Geld habe. Ja. Ja. Ja, was haben die sonst noch? Den Flughafen haben sie, glaube ich, in Buchs. Kein Plan. Ich glaube, in Buchs haben sie einen Flughafen. Sonst ist aber Stanz, ich glaube, dort. Seelisberg ist, glaube ich, auch Nidwalden. Oder ist das schon Uri? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch noch Nidwalden. Ein Nidwalden ist für mich... Keine Ahnung, was ich in Nidwalden sollte wollen. Nein, Seelisberg ist schon wieder Uri. Boah, Was? ich muss Uri höher raten. Was habe ich jetzt gesagt bei Uri? 6 von 10 oder 7 von 10? Schon 6 von 10. Ich muss auf 7 von 10, du 7,5 von 10. Die haben ja das Eventcenter Seelisberg. Was ist das? Dort habe ich WAP-Kurs gemacht. Aha. Und die machen im Winter so Drift-Kurs und so, aber allgemein so. Okay. Die sind voll cool. Das ist easy. Wirklich cool. Ja, Nidwalden, 4 von 10. Ja, keine Ahnung, ich bin halt nie dort richtig gewesen. Ich sage 5 von 10. Ich bin sicher schon mal durchgefahren oder so, aber... Ah nein, ich darf nicht sagen, Bürgerstock ist tatsächlich noch Luzern. Wirklich? Mhm. Warte mal. Warte mal. Was? Wieso ist hier noch Baustellen und so? Keine Ahnung. Also warte, der Bürgerstock an sich ist gerade Grenze in Nidwalden, Luzern. Aber Ja. das Hotel dort, Bürgerstock, das Fette mit dem Pool, Ja. das ist tatsächlich Nidwalden. Okay. Crazy. Und ja, das ist tatsächlich Nidwalden. Ja, ich würde trotzdem sagen 5 von 10. 4 von 10. Weil ich habe keinen Plan von dem. Ich bin sicher schon mal da gewesen, aber das ist irgendwie so... Ich bin nur durchgefahren. Ja. Yes. Also 1798 gab es dort Hinrichtungen wegen politischem Streit. Chillige Info. Krass. Nächster Kanton.
Bist du ready? Gut. Graubünden. Graubünden. Boah, Graubünden ist aber cool. Ja, Graubünden ist cool. Wir sind zwar beide nicht so Wintersportler, für das ist es halt hure geil. Aber ich habe immer coole Erinnerungen an Graubünden und es ist immer lustig. Sorry. Gaumersee. Ja. Gaumersee. Langquart. Landquart. Chur. Chur ist eigentlich okay. Ich war nie in Chur. Ist okay. Ist nicht so krass. Ach stimmt, Chur habe ich vergessen von der Großstadt. Chur, Lugano. Ja. Lugano. Ja. Ding, Davos. Bin ich zwar auch noch nie St. Moritz, die coole Pass. Nur Skifahren. San Bernardino Pass. Wie hat der andere Pass geheißen? Auch glaube San irgendetwas. Oh, dort bin ich letztes Jahr gewesen, im Februar. Schon? Ja. Wie hat der Pass geheißen? Da kommst du von. Wieso dreht sich das so? Müsste. Nein, was? Livigno. St. Moritz ist da. Bernina Pass. Der ist cool. Ja, allgemein, ich würde sagen 8 von 10, sagt ehrlich. 8 von 10 ist cool. Okay. Also ich finde es wirklich ein cooler Kanton. Wenn du wirklich Berge willst sehen, coole Straße. Also ich finde wirklich die Straßen sind top dort bis jetzt, also die Straße, wo ich gefahren bin. 8 von 10. Ja, ist cool. Im Winter cool. Immer cool. Ja, ich würde glaube 7,5 von 10 geben. Ja, okay, ich sage auch 7,5. 7,5. Ich sage auch 7,5. Ich habe jetzt nicht so extrem viel, also halt einfach Ja, Skifahren in dem Sinne, wo ich war, aber mittlerweile auch nicht mehr so Ja, Fun Fact. Fun Fact: 3 Amtssprachen, manchmal im selben Dorf gemischt. Rätoromanisch, Italienisch, Deutsch. Ja. Next one, Kanton Watt. Das sagt mir nichts. Bro, sorry, der Kanton Watt sagt mir Steht neben legit Wallis, oder? nichts. Ja. Das sagen wir auch gar nicht im Fall. Ich bin zwar noch nie da gewesen, aber Was ist denn Sion? Also Wisp? kein Plan. Ja, nein, aber Sion ist doch Sitten. Oder? Ja. Wieso sage ich dann Wisp? Sitten. Ja, kein Plan im Fall, was. Ich bin zwar noch nie da gewesen, aber ich würde jetzt einfach mal... Also, Oh nein, was? Ah! was? Hast du etwas gefunden? Ja, Was? Montreux Ist in Watt. ist in Watt. Schon? Ja, Ja gut, bin ich noch nie gewesen. da gibt es gute Wein. Und doch das Jazzfestival, oder was ist da? Möglich, Oder Filmfestival, irgendwie so etwas. möglich. Ja, 5 von 10, ich bin halt noch nie da gewesen. Ja, So, ich ich sage auch kann's- 5 von 10. Ich kann es Fun nicht Fact. bewerten. Fun Fact. Fun Fact: War jahrhundertelang von Bern besetzt. Krass. Mhm. Aber weißt du, was dort auch noch ist? Was? Der Mont Blanc ist gerade nebendran. Schon? Der ist also ja, voll so halb irgendwie. Mhm. Ah ja, hast du gewusst, dass genau unter dem Mont Blanc, also nicht genau, Ja. aber gerade daneben dran einfach eine Straße, einfach durch den ganzen Berg, ein Tunnel geht. Nö, das habe ich nicht gewusst. Krass. Das ist crazy. Das ist einfach ein Tunnel gebaut. Mhm. Weiter geht's. Niklas. Mhm. Parat. Mhm. Jetzt. Was? Unser Kanton. Kanton Schweiz. Der Kanton Schweiz. 1 von 10. Nein. Der Kanton Schweiz, Niklas. Ja, aufgewachsen, geboren, alles hier. Unser Kanton. Kloster, Einzelne. Schweiz, Pfäffiker, Pfäffiker ist Peak. Pfäffiker ist Peak. Ja, dort mit der Body und so ist auch schon geil. Ja gut, im Pfäffiker Zürich ist See. für mich Sedan-Center. und- Seht am Center. Ja. Aber würdest du in Pfäffiker wohnen? Mhm. Ich könnte einfach nicht wohnen. Doch, Nein. ich schon. Nein. Ich würde schon sagen, ja, was gibt es sonst noch? Ja, Wir, sagen wir es mal so, jedes Mal, wenn wir etwas machen, wir gehen meistens außerhalb vom Kanton Schweiz. das ist ja so. Wir sind halt einfach dort aufgewachsen und Ja, Geld zahlt durch das. Also, der Sils ist schön, Natur ist schön. das muss auf man jeden sagen. Fall.
Also man muss wahrscheinlich unterscheiden zwischen emotionaler Ebene und sachlicher Ebene. Mhm. Weil emotionale Ebene ist halt, bist halt hier aufgewachsen, hier daheim, Kanton Schweiz, cooler Dialekt. Sachlich. Übrigens. Ja gut, das ist wirklich gut. Ja, Sag ich auch. Es hört einfach auf, wenn sie plötzlich früher kommen mit Neid. Neid ist schlimm. Ja. Neid ist schlimm. Ja, das sind ja die Innerschweizer da. Ja, aber so, ich sag Inner- und Ausserschweizer. Ja, Wörter wie 11. Hm? Das ist normal. Ja, ist normal. 5. Ja. Ja. Nicht 5. 5. Genau. Oder auch Schneid. Schneid, ja. Das ist Schneid. Das Schneid. Kach. mein ja, ich würde sagen 6 von... Nein, ich kann nicht Kanton Schweiz Nein. tiefer ranken als Uri, das gar nicht. Das wäre tough. Ich tue es... Nein, Uri mache ich 6,5 und Schweiz mache ich 7. Wir haben schon coole Sachen ab und zu. Also weißt du, so von der Natur würde ich schon sagen, schön. Also wenn ich jetzt wirklich mal die emotional... Also du kannst sie nicht ganz wegnehmen. Ich gebe dir jetzt einen Spot und du wirst mir direkt zustimmen, okay, du hast recht. Was? Brunnen. Brunnen ist schön, ja. Brunnen ist schön. Ist wow im Brunnen Sommer. ist wirklich schön. Ich gebe Schweiz jetzt Real Talk. Let me think. 7,5. Ja, ist gut. 7,5. Ich gebe 7. Weil die Schweiz hat schon schön, also die Schweiz wird nämlich so ein bisschen belächelt in dem Sinn. Ja. Irgendwo durch check ich es auch, weil es ist halt zum Teil wirklich ein bisschen Loch. Mhm. Aber es hat wirklich schöne Flecken zum Teil, das ist wirklich so. Ja. Wie du gesagt hast, Brunnen. Brunnen ist wow. Mhm. In der Tim würde sagen, hat einen Autobahnanschluss. Was willst du mehr? Ja. Ja, 7. 12. Ding. Fun Fact. Das ist ein tougher Fun Fact. Die Schweiz heißt wegen diesem Kanton so. Ist das wirklich so? Anscheinend. Main Character Energy seit ChatGPT. Steht das so? Ja. Krass. Gut. Aber das habe ich nicht mal gewusst. Ja, es ist halt schon naheliegend. Ja, naheliegend ist schon, aber... Haben wir auch schon gefragt, warum... Gut, es ist halt wirklich so Uri, Schweiz und Unterwalden. Urkanton. Oh, jeez. Ja. Unterwalden gibt es nicht mehr. Nein, ist jetzt nicht Walden. Das Op- und nicht Walden. Ja gut, das ist aufgeteilt worden, stimmt. Ja, dann haben wir Schweiz abgehakt. Nächster Kanton. SG. Oh. Jetzt muss ich... Ja, also... Die Arena. Die Arena ist cool. Die hat auch einen Ikea. Ja. Bist du schon mal in St. Gallen gewesen? Ja. Ich glaube, 1-2 Mal bei der Stadt St. Gallen. Sag du, und St. Gallen. Ich glaube schon ein paar Mal Fußball schauen. Ja. Ich bin noch nie Fußball schauen. Dort. Es ist ein cooles Stadion. Das Stadion fehlt mir tatsächlich. Das Stadion ist wirklich cool. Joggeli bin ich gewesen. Letzte bin ich gewesen. Und wie heißt das in Bern? Wankdorf. Wankdorf bin ich auch schon gewesen. Aber Kibun Park fehlt mir noch. Und Ding fehlt mir auch noch. Luzern Swisspor Arena, oder? Nein, ja, bist du nie da gewesen? Swisspor Arena? Denke noch nie. Das ist krass. Ja. St. Gallen, ja. Ist eigentlich wirklich schön, hat eine schöne Stadt. Ja, also ja. Ich kenne es also wirklich mehr wegen dem Fußball, so, wo ich am Spiegel schaue. 7 von 10. Oder nein, 7,5 von 10. Also, ich bin einmal im Sommer richtig in St. Gallen gewesen. Einmal, also wirklich richtig. Wir sind halt an der Sentis Park. Das ist halt auch geil. Bin ich auch schon ein paar Mal gewesen. Da bin ich noch nie gewesen. Du kannst halt Billard, du kannst Minigolfen, du kannst baden. Was kannst du sonst noch? Du kannst auch Tennis spielen, Tischtennis oder so. Ja, das ist cool. Wir sind gerade am Bodensee. St. Gallen ist echt cool. Ja. Ich würde sagen, ich würde glaube sogar 8 von 10 sagen. Also okay. Wirklich, ich finde es ein cooler Kanton. Minuspunkt gibt es beim Dialekt. Definitiv. Ja, muss ich sagen. Aber so ist ein cooler Kanton. Ja. Fun Fact. Halt Bücher, die über 1000 Jahre alt sind. Krass. In einer Bibliothek, da bin ich schon mal drin gewesen. Schon? Auch Klassenlager dort. Ist das bei dieser Kirche dort? Ja. Voll. Da habe ich mal gefüttert.
Auch irgendwann im 20. Also aber schon 1-2 schöne Flecken in St. Gallen so. St. Gallen. Nächster Kanton. Tessin. Ich sage, das ist definitiv ein Bratwurst mit Senfessen. Ja. Tessin, schön. Tessin. Tessin ist schön. Dort geht Joris campen im Sommer. Der Lieblingsurlaubsort von der Schweizer. Du sagst es. Ja, Tessin ist schön, aber es ist mir irgendwie so zu klischeehaft. Ja. Es ist schön, aber ich finde es ein bisschen overrated. Ja. Ja gut, es ist sicher schön, so Lugano ist mega schön, Bellinzona, die. Was findest du schön, Lugano oder Locarno? Lugano. Würde ich auch sagen. Bin ich schon mal in Locarno gewesen? Ich glaube nicht. Lugano bin ich gewesen. Also schau, ich finde Lugano schöner, Ja. aber Locarno finde ich cooler. Okay. Keine Ahnung. Weißt du, das ist glaube vor 2 Jahren gewesen, wo wir im Sommer einfach mal während am Nachmittag gesagt haben, wir fetzen ins Tessin. Ja. Die haben Pizza gegessen und sind wieder zurückgefahren. Das ist tatsächlich in Lugano Ascona gewesen. Ist das gut? Das ist noch weiter als Locarno, ja. Das ist gerade neben Locarno eigentlich. Ja. Ist auch schön. Ja. Tessin. 7,5. Würde ich auch sagen. Ich würde jetzt 7,5. kein 8 geben, weil ich finde es einfach, es ist so zu klischee, aber das ist schon schön. Ja. Alle reden Italienisch, gefühlt, ja. 7,5. Würde ich auch sagen. Palmen und Gletscher im gleichen Kanton. Ja. Ja, das kommt an. Mhm. Gut. Bern. Wir kommen langsam. Berner. Bern, ja. Julix. Irgendwann kommt er in unseren Podcast. Ich war einmal in Bern. Einmal. Weißt du, was das war? Ja. Wir sind das Cup-Final schauen. Mhm. Lugano gegen St. Gallen. Mhm. Das war eine richtig coole Erfahrung. Mhm. Aber St. Gallen hat verloren. Und dann, ja, es hat sogar Platzsturm gehabt dann von Lugano, von denen. Ah, was? Krass. Das war halt Cup-Final. Ja. In Bankdorf. Ja. Mhm. Jetzt bist du noch ein bisschen durch die Stadt durchgelaufen und es ist eigentlich noch eine schöne Stadt, aber ich kenne es jetzt auch nicht so extrem gut. Aber von dem, was ich sehe, ist es wirklich schön. Ich würde Bern ein 7 von 10 geben. Bern ist hure weit gezogen. Schon? Es ist hure Flachland. Mhm. Es geht hure lang, bis du in Bern bist. Okay. Also dass du Bern Stadt selber bist halt. Ich finde das halt so ein riesiger Kanton. Thun ist ja auch noch in Bern. Bin ich auch schon ein paar Mal gewesen in Thun. Adelboden. Boah, eigentlich Bern ist ein cooler Kanton. Adelboden war ich schon gewesen. Thun. Beim Blausee bin ich schon mal gewesen. Öschnisee möchte ich unbedingt noch mal gehen. Mhm. Bin ich sonst noch gewesen? Bern. Halt Bern Stadt selber finde ich eine schöne Stadt. Bern ist eine schöne Stadt. Bist du schon mal in der Stadt gewesen, beim Bundeshaus und so? Beim Bundeshaus nicht, nein. Okay, ich finde es eine schöne Stadt. Das ist eine coole Aber Altstadt. so dort der Stadt Vor allem, wie sich da die Aare da so durchschlängelt, das finde ich cool. Sonst... Wo bin ich noch gewesen? Spiez. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Aareschlucht auch in Bern noch ist oder ob das nur Luzern ist. Dort bin ich mal gewesen, Aareschlucht. Aareschlucht ist auch mega schön. Ich würde sagen, auch ein 7,5 von 10. Ich kenne auch nur die Stadt so kurz. Also ich bin sicher auch schon mal in so gewissen kleinen Ortschaften gewesen, aber ich kenne es jetzt nicht so gut, darum sage ich 7. Okay. Ja. Ich würde jetzt 7,5 von 10 sagen, aus dem Grund, weil es mich noch nicht... Also es ist schon schön alles, aber es hat mich nicht so gecatcht wie so Wallis oder Zürich oder St. Gallen oder weiss nicht was. Mhm. Ja. Fun Fact? Fun Fact: Ist nicht die Hauptstadt. Der Zeitglocke weckt die Leute seit über 500 Jahren. Was ist eine Zeitglocke? Zeitglocke? Keine Ahnung. Egal. Ui, Niklas. Jura. Gibt's nicht. Jura gibt's nicht. Das ist eine Theorie. Willst du es erzählen? Erklär du die Theorie. Also ich kann nicht unsere Taubentheorie... Theorie. Unsere Taubentheorie, dass Tauben eigentlich keine Vögel sind, sondern das sind Staatsdrohnen. Staatsdrohnen, die uns überwachen. Und ja, schau, das geht aus an die Lin. Wir müssen immer noch mal das orange Tiramisu essen. Ja, wirklich. Ja. Ich habe glaube letztens mal eins gehabt, das ist echt nicht schlecht gewesen. Schon. Ja, aber das normale Tiramisu ist besser, sage ich. Und das, ja. Ja, gibt's nicht. Also unsere Theorie ist,
Die Drohnen, nicht du, die Drohnen werden auf Jura gebracht und dort aufgeladen und dann fliegen sie wieder durch die Schweiz und wenn sie leer sind, werden sie mit Autos, die das Jura-Kennzeichen haben, wieder in Kanton Jura reingefahren zum Aufladen. Die werden eingesammelt von den Autos. Also alle Fahrer, die ihr seht, mit Jura-Kennzeichen auf der Straße in der ganzen Schweiz, die haben Drohnen im Auto. Sind gerade Drohnen am Abholen. Weil die auf irgendeinem Hausdach chillen, landet. Ich finde es geil, mit was für eine Überzeugung du das erzählst. Ja. Das ist unsere Theorie. Aber Bro, jetzt war for real Jura, also ich bin zwar noch nie da gewesen und ich muss eigentlich auch nicht dort hin, aber Bro, ich habe keine Ahnung, was es im Kanton Jura gibt. 5 von 10 keine Ahnung. Keine Ahnung. Drohne. Ja. Jedes Mal, wenn ich jemanden höre, der in Jura war, frage ich ihn, wie war es? Hast du Drohnen gesehen? Was sind Staatsgeheimnisse? Okay. Ja, das ist wie in Mecklenburg-Vorpommern. Ich muss auch 5 von 10 Ja, kann ich nicht halt. Jüngster Kanton entstand 1979 durch Abspaltung. Ah. Mhm. Ja, so fühlt es sich auch an. Ja. Noch 2 Niklas. Appenzell Ausserrhoden jetzt dran. Ja, und dann noch Luzern. Gut. Ausserrhoden. Kein Plan, 5 von 10. Kein Plan, ja. Ich meine, ich schnell abhaken. Ja, Fun Fact. Ja. Hatte für 2 Hauptstädte gleichzeitig. Okay. Mhm. Krass. Crazy. Und zu guter Letzt, last but not least, Luzern. Luzern ist... Willst du zuerst? Also du. Luzern ist für mich was so die Stadt angeht, so, weißt, so das Stadtbild allgemein, auch mit dem See und allem, ist für mich, glaube ich, eine der schönsten Städte. Würde ich auch sagen. Ja. Definitiv. Ich würde auch sagen, Luzern ist die schönste Stadt, die wir haben in der Schweiz. Wenn du jetzt so Zürich und so Luzern ist schon schön, ja. Luzern, oder was sagst du? Ja, nein, ich würde sagen Top 3 schönste Stadt in der Schweiz. Ja. Definitiv. Kanton Luzern auch, also weißt du, Umgebung Luzern ist ja auch cool. Mhm. So, was hast du dort alles? Pilatus ist doch auch Luzern. Ja. Der Mall of Switzerland ist in Luzern, Ebiken halt. Das ist auch das Pate. Ich habe meine Einschätzung schon für Luzern. Ich sage, ist es 8 von 10. Ja, ich sage auch 8 von 10. 8 von 10. Einfach wegen der Stadt. Ja, ist halt Kappelbruck. Das ist halt schon... Ist voll eine coole Stadt. Ist halt schon cool und schön. Ja. Voll. Aber viele Chinesen. Viele Touris. Mhm. Ja. Ja. Das war das Ranking? Ist der Fun Fact noch? Oh, stimmt. Die Kappelbrücke wurde 1993 fast komplett abgebrannt und extrem schnell wieder aufgebaut. Weiß jeder. Ja, das war das Ranking, hä? Yes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist nicht zu lang gegangen. Wie lange ist es gegangen? Ich glaube, es ist schon... 8:30. Ja, fast eine Stunde. Fast 1,10 oder 1,20. Ja, geht ja klar. Ja, voll. Also, gut. Hast du noch eine Empfehlung von der Woche? Eine Empfehlung für die Schweiz? Empfehlung für die Schweiz. Wo ich unbedingt mal mit angehen. Empfehlung für die Schweiz. Was ich jetzt kennengelernt habe durch meine Freundin, ist die Stadt Winterthur. Gut. Winterthur ist das wirklich ist cool. eine coole Stadt. Muss ich wirklich sagen, auch eine mega schöne Stadt. Und ich habe das Gefühl, das ist amigs immer noch ein bisschen so unter dem Radar. Das war bei mir auch gewesen, bevor ich jetzt so ein bisschen kennengelernt habe. Aber Vinti, vor allem im Sommer, in der Altstadt, ist wirklich mega schön. Finde ich auch. Ich kann euch wirklich empfehlen, geht mal auf Vinti im Sommer. Man kann dort schön in der Altstadt chillen, etwas trinken am Abend. Das ist wirklich mega cool. Ich empfehle euch Vinti. Super. Würde ich auch. Also finde ich auch. Schön, ist cool. Ist cool dort. Meine Empfehlung, ich bin am überlegen, ob ich soll einfach Freiraum sagen, weil Freiraum ist halt schon... Freiraum ist cool, geht in Freiraum und lasst euer Geld dort liegen, es ist cool. Das ist so unsere Main wie sagen wir... Also wenn ich mal ein Autogramm für uns wollt, dann gehen wir in Freiraum und dann tauchen wir dort auf. Ja, voll. Und zwar nicht jede Woche, aber sicher so einmal im Monat. Aber ich muss sagen, geht mal... Alter. Es sind so viele coole Orte, wo ich schon war in der Schweiz. Ja.
Ich sage, der Freiraum ist mega. Der Freiraum. Ja, ist eine gute Empfehlung. Ja, voll. Voll. Yes. Also gut. Gut, also. In diesem Sinne. Nee. Man sieht sich, ja? Man sieht sich. Peace out. Ciao, ciao. Schöne, bye, tschüss. bye.